sind in Jordanien und ich freue mich so, das Land kennenzulernen. Wir sind mit dem Flüger von Zürich auf Genf noch kurz einen Zwischenstopp gemacht und nachher ohne Umsteigen auf Jordanien geflogen und dann mit dem Auto gerade das Tote Meer. Wir haben eine SIM-Karte gekauft, dass wir Internet haben. Wie viel Gigabyte hat er gesagt? 18 Gigabyte? 18 Gigabyte. Für etwa 20 Franken. 12. Ja. Be careful. Thank you. Nice to meet you. Nice to Be meet careful. you. Have a nice holiday. Bye bye. Bye. Und jetzt geht es dann ins Tote Meer baden und ich bin aufgeregt. Und dann nehme ich euch mit. Hoi, wo bist du gerade? Beim Spa? Bist du mit dem Wägeli oben? Also komm dann. Bis grad. Tschüss! Ich bin das erste Mal mit der GH5 am Vloggen und die hat eine geile Highspeed-Funktion, die habe ich natürlich vorher gerade noch schnell bis im Zimmer ausprobieren. Und ich laufe jetzt zum Sparen. Das ist mega schön gemacht da. Ja, in Jordanien braucht man eine Lizenz, um mit den Drohnen umeinander zu fliegen. Und die haben wir beantragt und wir hoffen, jeden Moment die rüberzukommen. Das wäre mega cool, wenn das klappen würde, weil das Land von oben ist sicher auch noch mal ganz speziell. 88. Perfekt. From here. Wir sind gerade am tiefsten Punkt der Welt. Sagt zumindest das Schild. Ich muss noch googlen. Mega unrealistisch! Oh, jetzt ist mein Sau gekommen! Hey, ist so cool So gewesen. geil. Und auf dem Bauch schwimmen, das geht gar nicht. Da fühlt man sich wie irgendwie eine verkehrte Banane, keine Ahnung. Es ist wie wenn man eine Schwimmweste anhat. Da kann man ja auch nur immer gerade oben aufschwimmen. Aber auf dem Rücken, und dann sitzt man einfach und ist gemütlich oben auf. Cool. Aber einmal hat es mir wirklich Wasser ins Auge gefetzt. Es brennt mega Es brennt grausam, also du musst schon ein bisschen schauen. Das Lustigste ist, du läufst so rein und das erste Mal machst, denkst du so, ist gar nicht so speziell, alles normal. Und wenn du mit dem ganzen Körper unter Wasser bist, dann machst du einfach so schwupps. Ja, ist wirklich geil. Aber ich muss auch sagen, da die Steine, die da unten sehen, wirklich mit den Füßen ist mega spitzig dann. Und nachher muss man ein bisschen aufpassen zum Reingehen. Ja, alles Salzkristall, dass sie gerade den Stein abgesetzt haben. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on
Thank you. Thank you so much. Have a nice evening. You too, thank you. Wir haben jetzt das zweite hier oben, ein wunderbares Dinner mit einer Hammer-Aussicht. Wir hatten so einen coolen Tag gehabt. Und ja, das genießen wir jetzt für uns zwei. Wir sehen uns später. Wir sind dann mit dem Auto vom Toten Meer, also Roten Meer, gefahren und ich spiele euch jetzt da ein paar Impressionen ein. Eins will ich mit euch besprechen. Auf Instagram und auf allen Social Media Kanälen sind immer wieder Fragen zur Sicherheit von Jordanien gekommen. Und über das Thema möchte ich gerne mit euch reden. Sicherheit vom Land ist ein mega schweres Thema. Ja, wir haben jetzt 8 Tage das Land bereist. Wir haben uns eigentlich nie unwohl gefühlt. Was uns extrem aufgefallen ist, es hat extrem viele Checkpoints gehabt. Und was uns aber dann auch aufgefallen ist, Polizei, Militär, die sind mega freundlich gewesen. Das habe ich noch in keinem anderen Land erlebt. Die haben dann immer gewunken und ein Lächeln gehabt. Und ja, man hat sich eigentlich nicht irgendwie in einer Gefahr gefühlt. Wir haben verschiedene Einheimische angesprochen und gefragt nach der Sicherheit und wie das ist mit der Polizei und so weiter und so fort. Sie haben uns erzählt, dass Bevölkerung, Militär und Polizei eigentlich Hand in Hand zusammenarbeiten. Jeder hier in Jordanien ist selber ein Auge und schaut und man hat wirklich grosses Vertrauen ineinander. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert wirklich extrem gut. Wenn man bedenkt, was so die Nachbarländer da sind, das ist ja Saudi-Arabien, Israel, dann Syrien und der Irak. Trotzdem ist das Land extrem stabil und das ist einfach eine riesige Leistung in dieser Gegend und das muss man anerkennen. Ja, ich finde, es ist wirklich eine Reise wert, ohne grosse Bedenken. Aber ihr müsst das alle für euch selber entscheiden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es gibt noch mehr Jordanien-Videos. Bitte teilt das Video, das hilft uns. Wenn ihr Freude daran habt, dann nachher macht das. Markiert Leute, die wollen, in Jordanien zusammen Jordanien bereisen. Das würde uns extrem freuen. Auch wenn ihr Feedback habt, Fragen zu Jordanien. Alles unten ab in die Kommentare. Und bis bald. Tschüss zusammen. Jetzt kommt noch mal eine. Bin ich erschrocken, mein Gott.